Stefanie Weidert. Madame Weidert, gut fort. Vielmals merci, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Gesetzesprojekt 8481 reformieren mit dem bekannten Artikel 29 bis vom geänderten Gesetz vom 19. Juli 2004 betreffend das Aménagement kommunal und den Développement urbain mit dem Ziel für mehr Wohnraum und zeitgleich auch mehr bezahlbare Wohnraum an den neuen Quartieren zu schaffen. Die Reform vom Artikel 29 bis als ein Teil vom Mesurepack mehr amüsier bauen, mit Verwaltungsvereinfachungen an einen neuen öffentlich-private Partnerariat für mehr abordable Wohnraum, den die Minister für Umwelt, Logement und Affaires Intérieures für einem knappen Jahr annonciert haben. Den 10. Januar des Jahres, also für genau 5 Monate, gouf der Mesurepack an der Chambre präsentiert und Gesetzesprojekt 4 gelöscht. Und heute stimmen wir diese wichtige Baustein vom Mesurepack. Den Artikel 29 bis gesagt 4, dass an all PHP, den Schluss geht, ein Teil von der Fläche für abordable Wohnraum vorgesieget. Das Terrain kriegt Gemengen, der Staat und öffentliche Bauträger gratis zur Verfügung gestellt, en Contrepartie von einer Erhöhung von 10% von der Baufläche, die am PRG für die betroffene PHP Quartier Nouveau reserviert ist. Die Großlinie vom Pakt Logement 2.0 bleiben bestehen, aber den Artikel 29 bis wird spezifisch geändert, für das mehr bezahlbare Wohnraum auf derselben Grundfläche an den neuen Quartier geschafft gehen. Den aktuellen Artikel 29 bis gesagt verschiedene Zöien für die Schärfe von abordablem Wohnraum für je nachdem, wie viele Wohnunitäten an einem PHP Nouveau Quartier entstehen. Das Zöien gi mit diesem Gesetzesprojekt harmonisiert, für das an all PHP mit mehr wie 10 Logementer ein Prozentsatz und bezahlbarem Wohnraum muss entstehen. Das heißt konkret für PHP mit mehr wie 10 Wohnunitäten, dass 15% abordable Wohnraum muss geschafft gehen an PHP, die aktuell schon als Bauland klassiert sind. 20% bezahlbare Wohnraum muss geschafft gehen auf Terrain, die neu als Bauland umklassiert gehen. Aber bei prioritären Wohngebieten laut sektoriellen Deelplan Wohnen sind 30% abordable Wohnraum 40 gesehen. Das weitere Gesetzesprojekt 4 Zöien von der Bruttobaufläche von den bezahlbaren Wohnungen zu harmonisieren. Das klingt ganz komplex und also auch ganz technisch. Ziel ist es, bezahlbare Wohnungen mit einer durchschnittlichen Wohnfläche zu schaffen, die den Besoin vom Wohnungsmarkt entspricht. Dafür wird der bezahlbare Wohnraum nicht mehr an der Densität des Logements vom PRG angerechnet gehen, so wie das aktuell mit Artikel 29 bis nach 4 gesehen ist. Das Reform wird für das ganze Land viel neue Wohnräume für allem bezahlbare Wohnraum generieren. Zusätzlich 9.300 Wohnungen an den neuen Quartieren, davon 3.600 bezahlbare Wohnunitäten, ohne dass sie laut so das Aménagement différé mit dran rechnen, und zusätzlich 14.600 Wohnungen, davon 5.600 Logements abordablen, mit dem so Aménagement différé. Das Gesetzesprojekt schafft aber auch endlich ein Basis legal, die den Gemengen die nötige Flexibilität gibt, für selber festzulegen, wie viele Parkplätze an einem PHP muss geschafft gehen. Heute kann ich somit an einem PHP Nouveau Quartier eine Derogation zum PRG 4 gesehen für die Anzahl von den Parkplätzen, also zum Beispiel auch schon einen Stellplatz pro Logement abordable 40 gesehen. D'entrée en vigueur vom Gesetzesprojekt aus den 1. Januar 2026 ist für all PHP Nouveau Quartier für den Prozedur ab dem 1. Januar 2026 angelegt wird, appliziert sich dann den neuen Text. Und für all die anderen PHP Nouveau Quartier, wo die Prozedur 4 angelegt wird, bleibt den aktuellen Artikel 29 bis applikabel. Erlaubt man noch kurz die Prozedur und die verschiedenen Avien, die zu diesem Gesetzesprojekt rakommen sind, anzugehen. Den 10. Januar 2025 hat die Ministerin für Umwelt, Logement und Affaires Intérieures ihre Mesurepack an der Chambre präsentiert. An den 21. Januar hat der Innenminister Gesetzesprojekt auf den Instanzen gebracht. Am 6. Februar gouf nun die Interieurskommission verwiesen. Den 23. April sind ich als Rapportrice von diesem Projekt genannt gehen. Die Avien von der Chambre de Commerce und der Chambre des Salariés waren am Allgemeinen positiv.
Die Chambre des Salariés also an ihrem Avis vom 4. März 2025 der Meinung, dass die nach Kindern mehr ambitiös sind, für das Bruttobaufläche für den bezahlbaren Wohnraum noch mehr hoch soll sein. Sie sind des Weiteren der Meinung, dass den Ausschluss von der Logement abordable an der Berechnung von der Densité Logement für allem ein Avantage für die Immobilienpromoteuren aus, die so die Rentabilität von ihren Projekten Kindern optimisieren. Sie begrüßen allerdings, dass bei der Harmonisierung von den Säuen den höchsten Topf für die Schafe von bezahlbaren Wohnraum bei der Bruttobaufläche für das Logement abordable zurückbehalten wird. Die Chambre des Salariés meint allerdings, dass an PAP, die nur 5 bis 9 Wohnunitäten haben, auch Logement abordable obligatorisch müsste sein, wie das an der aktuellen Version ist. Qualität und genug Wohnraum sind wichtig, führen allem auch für Großfamilien Situationen Rechnung zu drohen. Die Reduktion von 2 auf 1 Parkplatz kann zu Stigmatisation führen von den Familien und Menschen, die an bezahlbare Wohnungen leben, weil ihnen Unterschied zwischen den klassischen und den bezahlbaren Wohnungen auf dem Punkt möchte. Das bemängelt die Chambre des Salariés. Die Chambre de Commerce begrüßt an ihrem Avis vom 19. März 2025 die vom Gesetzesprojekt vorgeschlagenen Mesuren, mir fährt, dass durch die Harmonisation von den Säuen die mehr kleinen PAP penalisiert gehen. Die Handelskammer begrüßt allerdings die Intention vom Legislateur für den Degré d'utilisation du Sol anzuschränken betreffend den Bau von abordablem Wohnraum, die zu groß schenken, also auch nicht der Demande vom Marché gerecht gehen. Der Staatsrat hat aus seinem ersten Avis vom 25. März 2025 neben ein paar legistischen Observationen gefragt, für die Referenz am Artikel 4 vom Gesetzesprojekt Strukturen für den dritten Alter und Formulation aus dem Qualitätsgesetz von den Services für ältere Personen von 2023 anzupassen. Die Interieurskommission hat die Remarke vom Staatsrat Rechnung gedroht an den initialen Gesetzesprojekt an seiner Sitzung vom 24. April so amendiert. Der Kritik vom Staatsrat kann so mit Rechnung gedroht gehen, und der Staatsrat hat das in seinem Avis komplementär vom 13. Mai begrüßt und konfirmiert, dass das Projekt so gestimmt geht. Den Ordre des Architekten et Ingenieur Conseil hat als letzte Freude nach sein Avis zum Gesetzesprojekt zukommen gelassen, somit konnte ich den noch nicht mehr in meinem schriftlichen Rapport vom 21. Mai annehmen. Den OAI begrüßt die administrative Vereinfachungen, die Harmonisierung von den Säuen und die Möglichkeit der Exigenzen an puncto Parkplätzen anzupassen. Des Weiteren gehen sie nach weitere verschiedene Rekommandationen mit auf den Weg, wie unter anderem generell Suppression von der Densité de Logement und eine progressive Anwendung von den neuen Dispositionen für einen fließenden und mehr kontrollierten Übergang zu garantieren. Für weitere Details verweise ich auf meinen schriftlichen Rapport. Den ich an meinen Kap als Sprecherin von der CSV-Fraktion zu diesem Gesetzesprojekt. Die Regierung hat sich eine klare Richtung gehen. Mehr und mehr bauen, aber besonders auch mehr bezahlbare Wohnraum schaffen. Und das setzt sie konsequent um. An nimmen 5 Monate hinter dem Depot vom Gesetzesprojekt über die Simplifikation und Harmonisation vom Artikel 29 bis, sind wir heute in der Plenum mit diesem Gesetzesprojekt befasst, für Nähl mit Cap zu machen. Die Regierung hat, so wie sie am Koalitionsprogramm vorgesehen, die vom Pakt Logement 2.0 angeforderte Mesuren sowie die Effekte davon auf die Schaffung von neuen Logementen evaluiert. Beim Wort vom Pakt Logement 2.0, der 14. Juli 2021, hat die CSV seinerzeit gegen das Gesetzesprojekt, also doch gegen die Aufhebung vom 29 bis gestimmt. Also Sprecher, den honorable Marc Lies, hat demos seinen Ausführungen für allem den Mangel und Ambitionen am Projekt, a ganz besonders den Artikel 29 bis kritisiert, wo komischerweise das Höhe für den abordable Wohnraum vom Depot, vom Gesetzesprojekt bis zum finale Wort aus unerklärlichen Gründen immer mehr klein gehen aus. Demos hat mir eine Reihe Motionen, die aber alle gut mit der Stimme von der demoger Majorität aufgelehnt gesehen deposiert, unter anderem auch ein mehr ambitiösen Artikel 29 bis anzuführen. Für CSV ist der Pakt Logement 2.0 eine gute Mesure gewirrscht, die allerdings hier Objektive nicht wirklich erreichen. So war sie für allem ein Verhinderungspakt, bei dem der Staat nicht wirklich der Partner von der Gemenge konnte sein bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.
Das soll sich mit diesem Projekt ändern. Wir haben in diesem Wahlprogramm annonciert, den Packlogement zu verschaffen und für allem zu vereinfachen. Und mit diesem Gesetzesprojekt setzen wir das Versprechen um. Wie am Wahlprogramm präsentiert, erheben wir das Minimum bezahlbarem Wohnraum und neue PHP. Ich bin auf Chiffre für 300 Mengen Rapport angegangen, dafür erspanne ich das noch einkehr. Aber viel mehr neue abordable Wohnunitäten sollen durchaus entstehen. Weiterhin geht auch die Flexibilität von den Gemengen erhöht, was ich natürlich auch begrüße. Wir machen das heute bei der Sprangprozession, wo wir immer schön weiter nur 4 Sprangen an der Platz rundherum trippeln oder stehen bleiben. Das Majorität guckt ambitiös nur 4 und treibt Schärfe für Wohnraum, und ganz besonders auch für bezahlbarem Wohnraum konsequent 4. Am aktuellen Regime wird festgestellt, dass verschiedene Bauherren probiert haben, sich Land die divers Höhen für bezahlbarem Wohnraum vom Artikel 29 bis zu schleichen, an dem sie PHP präsentiert haben, die Männer Wohnunitäten vorgesehen hat, für nicht mehr müssen, abordable Wohnraum zu schaffen, was eigentlich eng zu gut kommen wäre. Dem Phänomen soll man den neuen harmonisierten Säuen entgegengewirkt gehen, an die neuen Mesuren göllen, wie gesagt, für all PHP Nouveau Quartier mit mehr Wohnunitäten. Das ist ein wichtiges Projekt, und wir brauchen all Sorten von bezahlbarem Wohnraum. Mit Männer, aber mal mit mehr Wohnfläche, weil nicht just Singles sind auf der sich noch bezahlbarem Wohnraum. Es gibt noch viele Familien mit mehr oder Männer Kinder, die am selben Fall sind und auf der Sicht sind, nur etwas, was sie bezahlen können. Mit den Änderungen im Artikel 29 bis schafft man die nötigen Mittel, für diese Besoin gerecht zu gehen. Und wir begrüßen das und damit gehen wir den Akkord von der CSV-Fraktion zu diesem Gesetzesprojekt. So nicht Schmerz.